Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Diesmal zur Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart. Ja, ich bin sehr gespannt, ob ein paar vernünftige Fragen kommen zum Thema Pavlovic und sowas, aber ja. Leider können wir den Tuchel da ja eh nicht ernst nehmen, egal was er da jetzt erzählen wird, haben wir ja schon bei Thomas Müller und Tell gesehen, aber wir gehen trotzdem mal rein. Ich bin guter Dinge, ich denke, Tuchel ist zufrieden mit dem Spiel, schauen wir mal. Ja, guten Abend, herzlich willkommen. Das Topspiel will natürlich auch hier nach. Oh, Dieter ist wieder da, aber nicht rasiert. Was ist da los, Dieter? Ne? Ha? Siehst aber ein bisschen mitgenommen aus. Oder will er sich jetzt auch hier so einen schönen Bart stehen lassen? Wer weiß. Werden hier in der Pressekonferenz. Der FC Bayern gewinnt 3:0 gegen den VfB Stuttgart. Ich darf die beiden Trainer Sebastian Hoeneß und Thomas Tuchel begrüßen und wie gewohnt um die jeweilige erste Einschätzung bitten. Bitte schön, Sebastian. Ja, danke schön. Schönen guten Abend. Erstmal natürlich Thomas und seinem Team. Glückwunsch zum absolut hochverdienten Sieg. Ich glaube, ich kann es relativ kurz machen. Das Spiel fängt denkbar ungünstig an aus unserer. Ja, das muss man natürlich sagen. Das Tor ist natürlich eine Karten gespielt, so ein frühes Tor. Allerdings, Stuttgart hat sich davon nicht beeindrucken lassen von ihrer Spielweise, aber ja, ich glaube, Tuchel hat ihn heute so ein bisschen ausgecoacht, ne? Dass wir halt einfach tiefer standen, schnell umgeschaltet haben, schön und gutes Kombinationsspiel hatten und natürlich bedingt durch die Ausfälle in der Mitte. Wow, wir haben mal wieder gegen starken Gegner gesehen, dass es doch tatsächlich auch ohne Kimmich Goretzka in der Mitte geht. Sicht, nach 80 Sekunden, glaube ich, steht es 0:1. Außenballverlust aus dem Konter. Ansonsten muss man aber sagen, Stuttgart hat aber auch noch Glück gehabt, ne, in der ersten Halbzeit. Also es hätten 2, 3 Tore mehr sein müssen. Den wir nicht gut verteidigen, nicht gut absichern. Und ja, irgendwie war der Start maßgebend für den weiteren Verlauf. Wir haben eigentlich in keiner Phase so richtig das auf den Platz bekommen, was wir uns vorgenommen haben. Ich glaube, es war die Idee heute von den Bayern, uns auch hier und da den Ball zu überlassen, selber auch auf Konter zu spielen. Ich denke, das hat man klar gesehen, oder? Ja, die Statistiken gezeigt. Ja, ist aufgegangen, würde ich sagen. Ja. Und natürlich gerade nach dem ersten Tor perfekt dann. Sag ich ja, wir beschweren uns ja immer, auch ich persönlich ja auch, beschwere mich ja immer, dass wir nicht so die eigene Identität haben, beziehungsweise uns immer zu 100% auf den Gegner einstellen. Heute war mal neben Dortmund vielleicht das Spiel, wo das gefruchtet hat. Ja, das ist ja auch immer, was ich sage. Das kann man ja auch gegen stärkere Mannschaften gerne tun, dass man seine Spielweise dann ein bisschen anpasst und ein bisschen auf den Gegner eingeht. Aber es kann halt nicht sein, dass man das gegen jeden Gegner macht. Ja, du musst erstmal so deine eigene Spielidee haben, die dann umsetzen und dann, klar, wenn du dann gegen Stuttgart oder gegen die Mannschaften spielst, die gerade einen Lauf haben, sonst was, klar orientiert man sich da ein bisschen am Gegner und versucht dann den Gegner auch auszucoachen, ja. Und dann passiert sowas, wie es heute passiert ist, ja. Aber das ändert nichts daran, dass wir trotzdem erstmal so eine eigene Taktik, nenne ich es jetzt einfach mal haben müssen. Ja? Weil klar, gegen solche Gegner sehen wir immer gut aus. Wir sehen halt schlecht aus gegen Gegner, die sich hinten reinstellen. Weil die mit 2 Viererketten tief stehen. So. Da tun wir uns schwer, wenn wir gegen Gegner spielen, die gerne den Ball selber haben und so sehen wir eigentlich immer ganz gut aus. Ne? Ja. Dann reingepasst und ja, ich habe gehört, wir haben irgendwie 60% im Ball gehabt, konnten aber eigentlich nie so richtig was damit anfangen. Wir haben uns viel mehr vor. Ja, das ist eigentlich immer, wie es uns geht. Ne? Wir haben immer 60% den Ball und können auch sehr selten was damit anfangen. Ich fühle die Worte gerade, was heute mal andersrum ist, als wie es sonst immer genommen, müssen das heute akzeptieren, auch wenn es schwerfällt, dass wir unseren Teil nicht dazu beitragen konnten, dass es ein Spitzenspiel wird. Werden wir analysieren und dann aber auch schon relativ schnell Richtung Mittwoch schauen, wo wir es dann gleich wieder besser machen wollen. Dankeschön. Vielen Dank. Dann Thomas, bitte. Ja, wir sind natürlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis und der. Mal gucken, kannst du dich mal kurz zur Seite drehen, Thomas, mal gucken, ob dein Schildwehr drin ist. Also, dass ihm das keiner gesagt hat. Der ist ja rumgelaufen wie ein Penner, Alter. 20 Minuten, 25 Minuten in der zweiten Halbzeit. Muss ich noch mal einer sagen, dass er sein Schild mal in die Mütze machen soll. Das sah ja wild aus, also frech. Art und Weise, nach ein bisschen turbulenten Vorbereitung auf das Spiel, stehen wir, glaube ich, vom Spiel in Manchester am Dienstag. Ich spare mir einen Kommentar zu dem Rumgeheule wieder von wegen Reisen und bla und so. Ich höre es mir an und ich gebe gehen. Sonntag dann plötzlich 5 Spieler fehlen.
unter der Woche oder zwischendrin war mal Harry raus und Upa raus. Die waren dann beide wieder im Abschlusstraining und beziehungsweise Upa war nicht mal im Abschlusstraining, hat heute Morgen einen kurzen Test gemacht und grünes Licht gegeben. Beide Sechser waren im Abschlusstraining, waren dann aber über Nacht keine Chance, dass sie dann heute spielen. Zum Glück muss man sagen. Also ich glaube nicht, dass das Spiel so gelaufen wäre, wenn die wieder auf dem Platz gestanden wären. Sorry Leute, meine Meinung kann man natürlich nicht nachweisen. Im Nachhinein kann man immer klug scheißen, aber ja, mein Take. Aber das werden wir heute, morgen im Stream ab 18 Uhr. Ja, wer Bock hat, werden wir das mal ein bisschen erörtern, wie ihr das so seht. Es war ein bisschen turbulent und schwierig in der Vorbereitung und umso besser haben wir es dann gemacht. Stuttgart ist eine sehr starke Mannschaft. Man sieht die Abläufe ganz klar. Sie spielen mit viel Selbstvertrauen, mit viel Ballsicherheit. Deshalb wussten wir, dass es auch sein kann, dass wir mal über Strecken einen Ballbesitz abgeben. Wir haben dann am Anfang ein bisschen fahrig gespielt und die Bälle sehr schnell weggegeben und etwas tiefer im Block verteidigt. Auch da haben wir uns für ein 4-4-2 heute entschieden und den Teamgedanken in den Vordergrund gestellt, weil es schon... Der Teamgedanke sollte immer im Vordergrund stehen. Wenn ich das höre, haben den Teamgedanken im Vordergrund gestellt. Alter, nur weil Herr Kimmich nicht und Herr Goretzka nicht auf dem Platz sind oder was? Der Teamgedanke muss immer im Vordergrund stehen. Was sind das für Aussagen, die ich da höre, Alter? Eine Grundordnung ist, die vielleicht nicht 100% passt auf die Stärken, glaube ich, vom Stuttgarter Angriffsspiel, aber wir haben es dann kompensiert mit Fleiß, mit Disziplin und mit ganz engen Abständen, um zwischen den Linien trotzdem Zugriff zu haben. Und ja, großes Kompliment an meine Mannschaft. Wir waren von der ersten Minute torgefährlich und wurden dann in so 10-Minuten-Schritten ballsicherer, ruhiger am Ball. Wir haben eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt, da hat das ganze Paket dann gestimmt, haben uns besser aus dem Druck befreit. Ein bisschen Pech bei den VAR-Situationen, glaube ich, am Anfang mit Minjay und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht für mehr Ruhe zu sorgen, aber insgesamt haben wir verdient gewonnen, haben sehr wenig zugelassen und sehr, sehr fleißig und konzentriert verteidigt. Dankeschön. Beginnen wir mit den Fragen. Hier auf der rechten Seite Nikolaus Linner für die Bild-Zeitung. Servus, Herr Tuchel. Alex Pavlovic hat einen sehr, sehr reifen Auftritt hingelegt im defensiven Mittelfeld. Mich würde interessieren, wie Sie seine Entwicklung in den letzten Wochen sehen. Super, er verdient es eigentlich in jedem Spiel in der Startelf zu stehen, aber ja, wir haben so starke Konkurrenz auf der Position. Aber nee, das kann er nicht sagen, weil er möchte ja einen Sechser haben. Scheiße, jetzt bin ich mal gespannt, was er erzählt. Und ob Sie sich vorstellen können, mit solchen Leistungen, dass er vielleicht regelmäßiger Wenn er sich das vorstellen könnte, diese Leistung hat der Pavlovic schon in der Vorbereitung gezeigt, gegen starke Gegner. Wenn er sich das hätte vorstellen können, auch nur im entferntesten, in ganz, ganz weiter Ferne, dann hätten wir den Jungen mal ein paar Spiele gesehen in dieser Saison. Haben wir nicht. Tut mir super leid. Wir haben heute gesehen, welches Potenzial er hat. Und stellt euch mal vor, die Leistung, die er heute gezeigt hat, der Junge wäre noch im Saft und hätte Spielpraxis. Ja? Das ist ja dann nochmal ein ganz anderes Level. Super schade für den Jungen. Ich glaube nicht, dass er irgendwelche Chancen haben wird unterm Tuchel. Ja, von daher sollte er sich sehr wahrscheinlich ausleihen lassen. Aber ja, ist super schade. Wir haben heute gesehen, wie stark er ist, wie abgeklärt. Unter Druck, das juckt ihn gar nicht. Zumindest kommt das nicht rüber, wird nicht hektisch, gar nichts. Super schade, dass dass Kimmich da halt einfach festgenagelt ist auf dieser Position einfach. Aufgabe in einer Art Holding-Six-Position übernimmt. Ja, haben wir ja heute bewiesen, dass wir ihm vertrauen. Jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Der hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja, ist 19 erst. Da müssen wir Kirche im Dorf lassen. Das ist... vor allem, ich meine, der ist bei uns, der Alex, der hat schon gute Spiele für uns gemacht. Der ist Einwechsler, der hat sehr gut eine halbe Stunde gespielt in Dortmund zum Beispiel. Die Leistung, glaube ich, besteht heute darin, dass auch Rafa Guerrero, der da neben ihm spielt, die spielen zu zweit auf der Doppelsechs, haben sie noch nie zusammen gespielt, beide haben überhaupt keinen Rhythmus. Rafa hat, glaube ich, für uns überhaupt erst 45 Minuten am Stück gespielt. Und trotzdem war das besser, wie Kimmich und Goretzka seit Anfang der Saison spielen, Alter. Das musst du doch zu denken geben. Und da kann ich doch nicht mich wieder hinsetzen und sagen so, ja, lassen wir jetzt mal die Kirche im Dorf. Alter, könnte ich schon wieder, Alter. Noch nie mehr. Gerade echt zusammenreißen. Jamal hat nach seiner Verletzung kein einziges Mal 90 Minuten bisher gespielt. Also Thomas. Ja, und alle sind ja, Thomas Müller hat auch nie gespielt und trotzdem zeigen die so eine Performance. Da muss doch mal in seinem eigenen Schädel Klick machen, Alter, dass die Spieler, die ganze verfickte Saison draußen sitzen, anscheinend besser performen, als die immer auf dem Feld stehen, oder?
Junge, Alter, schalt doch mal dein Hirn ein. Es hat jetzt wenige Minuten gehabt. Boah, zum und Kotzen, hat, Alter. Nicht so oft angefangen Junge, für uns. krieg einen Deshalb, klar, Kackreiz. das war dann auch zu erwarten, dass vielleicht der eine oder andere Abstimmung fehlt oder der Automatismus fehlt und fahrige Ballverluste drin sind. So war das dann auch. Und Alex, ja, in den Momenten, wo Alex ein bisschen Schwierigkeiten hatte, am Anfang noch körperlicher zu spielen in der ersten Halbzeit und Zugriff zu haben, haben ihm die anderen geholfen. Und dann wurde er, wie das ganze Team, dann auch ballsicherer und dominanter, war dann natürlich involviert in die Standardsituationen. Und deshalb freue ich mich sehr für ihn. Er trainiert gut, ist ein Top-Junge und Ist aber leider einfach zu jung und noch kein gestandener Spieler. Kann ich in meinem Kader nicht gebrauchen. sehr bescheiden und ein Herz am richtigen Fleck und das sehr gut gemacht. Eine Reihe weiter vorne, bitte. Ja. Hi, this is John Jackson from Tanzania. My question goes out to you, at Coach Bayern. Tomorrow, we will know who we're going to play with for the next Champions League game. Wissen Sie, ja, morgen finden Sie raus, gegen wen Sie in der Champions League ran müssen. Was ist Ihr Wunsch? Ja, viele glauben schon an einen Champions League-Titel. All over the world. Wohl überall. Ich habe gerade schon mit Leuten geredet, dass sie an sie glauben, dass sie den Titel holen können. Meine Frage: sollten sie das weiter glauben? Ja, das sollten sie absolut. Besser ist es. Die Wahrheit ist natürlich, dass wir nur den Titel holen können, wenn wir die Spieler haben und nicht mit dem Trainer. Und wir hatten eine schwierige Gruppe. Wir haben wenn wir guten Zusammenhalt haben, wie heute, dann können wir Spiele gewinnen. Wenn wir das nicht haben, dann können wir... Ja, woran liegt das denn? Er spricht es doch jetzt nochmal an. Er hat es ja vorhin auch schon mal anklingen lassen. Von wegen, dass er die Mannschaft in den Vordergrund gestellt hat. Nochmal, das ist gar nichts gegen Kimmich als Person oder als Fußballer. Als Person schon mal gar nicht. Aber auch nicht als Fußballer. Er ist ein guter Fußballer, ja. Aber man sieht doch einfach, wenn der Typ nicht auf dem Feld steht, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ja, das sind alles nur Mutmaßungen. Aber wenn der nicht auf dem Feld steht, sind wir einfach mehr eine Mannschaft. Ich weiß nicht, ob der da zu viel Hektik reinbringt, weil er überall rumrennt und nirgends ist. Das kann doch nicht sein. Das muss doch muss doch ein Trainerteam auch sehen, Alter. Ich verstehe ja den Tuchel, dass er den Stiefel durchzieht, um Druck zu haben, zu sagen, guckt euch an, das klappt so nicht, wir brauchen eine Holding Six, verstehe ich ja schon. Es ist ein bisschen schade, dass dann nicht mal von Vereinsseite eine Ansage kam, zu sagen, ja, wenn das doch so ist, dann teste doch jetzt mal bis zur Winterpause den Pavlovic und wenn das nicht klappt, dann werden wir Geld in die Hand nehmen. Ja, natürlich jetzt nicht irgendwie gezwungen eine Aufstellung oder sowas, aber einfach mal diese Anregung zu bringen. Also dieses ganze, ja, weil wir ein Team sind. Ja, na klar, wenn wir als Team spielen, Alter, wir haben die individuelle Qualität, da müssen wir nicht drüber reden, ja. Aber wann ist das denn der Fall? Es ist halt komisch, dass es jetzt zweimal der Fall oder dreimal der Fall war, wo Kimmich nicht auf dem Feld war. Nochmal, ich will das nicht alles allein in Kimmich ankreiden, aber irgendwas ist doch in dieser Mannschaft im Argen, Alter. Und anscheinend läuft's ja auf jeden Fall fußballerisch eine Ecke besser, wenn Kimmich nicht auf dem Feld steht. Ja. Ich weiß nicht, wir haben es ja nie gesehen, wie es laufen würde, wenn Kimmich mal Rechtsverteidiger wäre. Das traut sich ja keiner, das mal anzusprechen. Wild. Aber bevor ich mich da reinsteige, morgen im Stream, Leute. Spiele verlieren, das haben wir eben auch schon letzte Woche in der Bundesliga so bewiesen. Und das ist was wir lernen müssen. Wir müssen besser werden. Aber wir glauben an uns, wir glauben der Gruppe. Und was war die erste Frage? Ja, morgen wissen Sie, gegen wen Sie spielen werden? Ja, genau. Nee, wir wünschen uns dann nichts. Wir werden schauen, wen wir bekommen und werden uns da auch nicht aufregen. Das ist das Motto. Nee, Champions League Filme, jetzt muss ich jeden rauskegeln. Fertig, Punkt. Ja, gib uns lieber einen Starken wie einen Schwachen. Dann können wir nicht wieder à la Villarreal da irgendwem unterschätzen und gut ist. Ja, wir haben bisher schwer gearbeitet, durch die Gruppe zu kommen. Uns lieber einen Brocken, Alter. Und dann haben wir natürlich den Vorteil, dass wir das zweite Spiel zu Hause spielen können. Aber gibt es nur einen Weg, wie man an den Titel... Naja, gut, das ist jetzt nicht mehr so der Riesenvorteil, wie es mal war, ne? Es gibt nicht mehr diese Auswärtstorregel, also... Klar, zu Hause dann vor eigenem Publikum hast du den Vorteil, dass du vielleicht nochmal gepusht wirst, wenn dein Publikum das so möchte.
Wenn die da Feuer geben, dann kannst du vielleicht noch mal ein bisschen was drehen. Aber es hat ja jetzt nicht mehr diesen riesen Vorteil von wegen Auswärtstorregel, Blasels. Ne? Denken kann, es ist nicht dran zu denken, sondern einfach Schritt für Schritt zu gehen. Da bringt es nichts, eine große Rede zu machen. Sachen, die im Mai passieren können, wenn erst Dezember ist. Aber das ist eine Regel im Sport, dass man eben viel arbeiten muss und auch jeden Tag und jeden Moment sich halten muss und hart arbeiten muss. Und das werden wir probieren. Und dann können wir vielleicht auch mehr Leistungen so wie heute hinlegen. So, es ist egal, was morgen passiert, und am Mittwoch müssen wir gegen Wolfsburg uns zeigen und dann mal schauen, was im Januar und Februar passiert. Herr Tuchel, Min-Jae Kim hat im Sommer keinen Urlaub gehabt. Ja. Er hat immer spielen müssen und irgendwo sich auch so ein bisschen durchgeschleppt durch diese Hinrunde. Was sagen Sie denn zu seiner Leistung heute? Ja, absolut top. Er war in Old Trafford schon sehr, sehr stark, gemeinsam mit Upa, und heute auch bei den Verteidigern zeigen einfach auch immer wieder, auf welchem Niveau und welches Potenzial sie haben, welches Niveau sie spielen können. Min-Jae war heute sehr stark gemeinsam mit Upa und haben. Was aber auch viel daran lag, dass einfach das Zentrum auch mal das Zentrum war. Ne? Dass einfach auch mal ein Sechser auf der 6 war und dass auch mal ein zweiter Sechser oder ein Achter, Tuchel hat gesagt, war eine Doppelsechs, dass ein Guerrero einfach auch da war, defensiv auch mitgearbeitet hat, ja. Und gerade die Sechser sind dann nach außen gerückt, wenn halt mal da Überzahl war oder Davis überfordert war, dann war entweder Pavlovic da oder ein Guerrero, der da mitgeholfen hat, und es musste nicht ein Min-Jae da rausrücken und irgendwelche wilden Aktionen fahren, sondern die Innenverteidiger konnten endlich mal ihren Job in ihrem Bereich ausüben, ja. Und dann sind sie halt auch stark. Eine tolle Reaktion gezeigt. Nach dem Spiel in Frankfurt waren beide Spiele waren stark. Die Körperlichkeit, Konzentrationslevel war extrem hoch, und deshalb freue ich mich sehr für die beiden. Dann ist nichts mehr zu sehen. Okay, vielen Dank euch. Dankeschön. Guten Nachhauseweg vor allem. Danke. Ja, die Frage, machen wir ein schönes Bild hier. Die Frage zum Pavlovic war die ansonsten interessante Frage. So der Ausblick schon auf Champions League. Ja gut, der kam jetzt aus Tansania, da kann man das vielleicht mal durchgehen lassen. Ansonsten finde ich es ein bisschen respektlos bei einer Pressekonferenz gegen Stuttgart, dem Gegner gegenüber einfach. Ja, was soll ein Tuchel da sagen, Alter? Ja, es ist, was das Thema anbelangt, aber lass uns, wie gesagt, ich gehe da jetzt gar nicht viel drauf ein, können wir besser im Stream mal nochmal durchgehen, das Thema. Aber Tuchel ist einfach nicht der richtige Trainer, um diese Talente zu fördern. Leider. Obwohl sie zeigen, Taylor hat es oft genug gezeigt, Kretzig hat es oft genug gezeigt. Pavlovic hat es jetzt auch wieder gezeigt, obwohl sie es zeigen, wenn du die Leute bringst, sie die Qualität haben. Ja. Und deswegen regen mich dann immer diese Aussagen auf, wie er es vor dem Spiel gesagt hat, ja, jetzt muss ich die ja bringen und die haben ja gar keine Spielpraxis, hat er jetzt hier auch nochmal gesagt. Ja, aber das ist er ja schuld. Die Jungs sind von Anfang der Saison fit. Ja. So, er gibt ihnen aber einfach keinerlei Vertrauen, indem er ihnen mal Spiele gibt. So, da muss man sich nicht wundern, haben wir auch im Team schon mal besprochen. Unter guten Trainern hatten wir 15, 16 erste Spieler. So, unter Tuchel haben wir 11 erste Spieler. Das ist der große Unterschied. Und dann kann man sich nicht beschweren. Erstens über Belastung, zweitens darüber, dass irgendwelche Spieler keine Spielpraxis haben. Also wir sind beim FC Bayern, da haben die Spieler, die da sind, Qualität. Und da musst du sie halt einfach auch nutzen. Naja. Ansonsten, es war ein super Spiel von uns. Ja, wir haben alles das gezeigt. Wir haben endlich mal über 90 Minuten auch wieder diese Fickrigkeit gezeigt, wie es gegen Dortmund auch der Fall war. Das war so der Schlüssel heute. Und einfach mal, dass wir ein stabiles Zentrum hatten. Defensiv gesehen. Das war heute der Schlüssel. Ja. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf den Stream. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Nochmals Info, morgen 18 Uhr hier live auf YouTube und auf Twitch. Und dann quatschen wir nochmal ein bisschen zu dieser Sechser-Debatte und so weiter. In diesem Sinne, tschüssi.